Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Das sind immer wieder solide, schöne Einnahmen. Das freut mich. Ja, wenn die Pflanze draußen auf dem Feld auch mitmachen, kommen wir da ziemlich gut weiter. So, Jody, die freut sich auf jeden Fall über einen Diamant. Dann können wir ja hier wieder. Die Sonnenblume sind auch bald wieder soweit. Perfekt. Okay, da haben wir auch direkt die Saat hinterher kriegt. Ja, schön. Schön, dass das jetzt auch synchron ist. Dann hier noch. Oh, leck mich doch am Arm. Immer der Quatsch da. Mit dem blöden Möbelkalender. Ach, Mann. Dann Kaffee. Und ich glaube, wenn ich jetzt heute mit meiner 4 Aufnahme fertig bin, gönne ich mal auch nochmal einen Kaffee. Neue Clown sonnig. Der Adam pennt mal wieder. Okay. So, 3 Käse sind auch wieder gut. Gucken wir mal, was die Fra so macht. Werden wir ja gleich sehen, oder? Fra ist raus. Ah, die hat ein paar von den Zäunen repariert. Das ist sehr gut. Wir haben draußen genug Platz für eine kleine Schleimzucht. Ah, wir sind dann wieder bei 12 Herzen. Gut. Und nee, das möchte ich nicht. Ich möchte Geschleimzucht, auch wenn sie es gern hätte. Ah, Mist, ich habe vergessen, die Stelle zuzumachen. Ah, verflixt. Jetzt kann ich dann schon gar nicht mehr sagen, wenn ich schon alles gestreichelt habe und wenn nicht. Ja, habe ich schon. Okay. Die habe ich auch schon. Gut, dann holen wir noch hier, was es noch gibt. Du musst auf jeden Fall auch noch gestreichelt werden. Und dann machen wir gleich mal die Produktion. Die habe ich auch schon. Die habe ich jetzt. Die Gs noch. Alter Falter, was? Du auch noch? Ja, deswegen lasse ich die Stelle normalerweise auch zu. Dass ich auch genau weiß, wenn ich schon nur gestreichelt habe von den Tieren. So, dann du nochmal. Leverwaschschotze anscheinend auch schon gefüttert. Beziehungsweise Wassergeber. So, euch zwei habe ich noch hier. Dich habe ich aber schon gestreichelt, Kunigunde. Und jetzt gibt die auch schon große Ziegemilch. Gustel auch schon. Alles klar. So. Dann erstmal wieder die Kuhmilch. Mhm. Alles klar. So. Dann sehe ich ja schon hier wieder. Unsere Aubergine sind gut und die erste Weintraube kommen anscheinend auch schon raus. Sehr gut. Unser Süßkartoffeln sind auch gut. Okay, das heißt im Klartext bei uns Nummer 24 Süßkartoffeln einkaufen. Und ja, Aubergine müssen wir ja nicht und Weintraube auch nicht. Gut, das heißt erstmal der ganze Kram kann weg. Bei der Weintraube, die zwei haben wir uns immer rausgeholt. Die können gleich wieder durch hier. Die Trüffel, Gewitterleid kann dort hier. Das Dorei hier und so. Dort 1, 2, 3. Hier wieder. So. Eine habe ich noch vergessen. So. Und Aprikose-Gelee sowieso. Das waren nur wieder die 3 Fruchtsorten. Okay. Bevor ich jetzt einfach losrenne. Erst mal natürlich einen Überblick verschaffe. 24 Süßkartoffeln, genau. Die Kürbis, die wachsen noch. Okay. So.
Im Gewächshaus ist wohl nix gut. Doch, du, ein paar Peperoni wieder. Okay. Dann gucken wir mal, was sonst auf der Felder eventuell schon gut ist. Ansonsten kaufen wir uns noch die 24 Süßkartoffler. Die Richtung. Ich muss echt aufpassen hier in dem Spiel, wo ich meine Maus platziere. Gut. Jawohl. Da hätten wir das auch. Hier wieder. Komm mal her. Ich brauche mal nämlich. Das fällt noch. Und hier. Der da. Und der da. Schön. Ach ja, also Iridium wäre definitiv toll. Da brauchen wir kein weiteres. Lassen mich doch mal durch. Viehzeigs. Alter Falter. Genau, dann noch die Käse. Da können wir dann nämlich auch gleich schon mal den und den rein. Dann kümmern wir uns auch um die Felder. So, die unten sind schon. Dann fehlen hier nur noch mal ursprüngliche Felder. Ach ja. Aber gut, dass sich die Abigail dann auch noch um die Zäune kümmert. Weil das nochmal mache, das ist schon ätzend. Bin ich eigentlich ziemlich froh, dass sie das macht. Jedes Mal Zäune abmache und wieder neu drauf mache, das frisst einfach mal wieder Zeit, die macht so eigentlich dafür gar nicht hin. Von daher umso besser, dass es unser Frau macht. Dann hier. Da fehlen nur noch die da unten. Ein Zug fährt mal wieder durch. Bringt uns nur leider wieder nichts. So, Holz. So rum. Das machen wir nämlich gleich mal. So. Und so. Okay. Dann an der Brunnenallee entlang. Dann hat Robin jetzt auch schon wieder fertig gemacht. Gut. Das heißt, wir kaufen wieder 24 Süßkartoffeln und gehen erstmal wieder nochmal runter. Und geben noch unser Käse ab, die wir erstmal gemacht haben. So, 1, 2, 3. Und der 4. ist da unten noch frei. Gut. Dann haben wir für die anderen 2 haben wir noch hier Platz. Sehr schön. Ausgezeichnet. Dann gehen wir aber erstmal zu Pierre wieder rüber. Dann können wir genauso gut noch zu Clint gehen. Und können auch unser Geode aufknacken lassen. Das heißt erst einmal. Okay, Daily Quest gibt's nicht. Ah, Caroline. Natürlich. Jodie. Quatsch an Caroline. Jodie. Die dürfen wir selbstverständlich auch nicht vergessen. So. Das machen wir folgendermaßen. Wir gehen rüber. Hab jetzt aber auch nichts für sie, was ihr gefällt. Macht nichts, kriegen wir alles hier. Jodie ist jetzt sowieso darüber noch beschäftigt und kruschelt noch irgendwo rum. Da gehen wir zuerst nämlich zu dem Hanebumble. Wir haben nämlich 7 schöne Geode, die nur darauf warten, gebrochen zu werden. Hier haben wir schon ein Kyanit. Oh, 3 Iridiumerz. Mit dem Ende, was wir noch haben, sind wir schon bei 4. Alamit, ja, Kohle, schade. Was ist denn das Schickes? Speckstein, 5 Eisenerz. Und ein Donnerei. Klingt wie etwas, was ich auf dem Klo produziere. Na egal. Gut, können wir irgendwas davor weitergeben? Ja.
Sehr schön. Zumindest eins. Dann. Hier im Müll ist nix. Nix wie ab zur Bushaltestelle. Wir holen noch einen Diamant raus. Und dann geben wir dann direkt weiter an Jody. Wo habe ich dann meine Diamante gelagert? Gott, wie dekadent das klingt. Wo habe ich denn meine Diamanten gelagert? So habe ich sie. Okay. Um den Rest kümmern wir uns, nachdem wir Jody beschenkt haben. So, dann ab in die Stadt. Ich meine, generell, wer wird sich nicht drüber freuen, wenn er einen Diamant geschenkt kriegt? Hallo? Wenn das ein echter Diamant ist, wie geil ist denn das? Und das sind ja nicht gerade die kleinsten. Und außerdem sind es auch noch geschliffene Diamante. Es ist ja nicht so, dass man irgend so einen Rohdiamant in die Hand gedrückt kriegt, obwohl der auch schon wertvoll genug wäre. Da ist er doch. Da ist er sogar schon. Halte ein, Markt. Hier, für dich. Geburtstagsgeschenk, das ist ja so nett von dir. Ich lieb's. Ja, jetzt sind wir schon bei 8 Herzen. Vielleicht habe ich die Buwe ein bisschen zu sehr verwöhnt. Sie müssen sich nie um Hauserbe kümmern. Ich wollte, dass sie ihre Kindheit noch genießen, solange sie können. Naja, Sam ist aber jetzt schon erwachsen. Ich hoffe, er ist deswegen nicht faul war. Das wäre nicht gut. Eltern zu sein ist nicht so einfach. Ja. Schade, dass wir darüber Armo gerettet haben. Wir gehen gleich wieder auf den Pelzer Hof. Aber wie gesagt, so ein Diamant stelle ich mich auf jeden Fall freue wie Sau. Gut, die 3 haben wir jetzt auch nochmal abgeerntet. Und hier will ein einzelner Baum wieder in der Prärie wachsen, wie es aussieht. Oh Gott, wie weit unser Viecher schon gehen, was essen. Ach Gott, wenn ich bedenke, wie das vorher ausgesehen hat, schon ganz am Anfang, habe ich mir schon ein ordentliches Bauernparadies hier erschaffen. So. So, gehen wir jetzt auch nochmal hier. Und mein Zeug. Gut. Ala hopp. Natürlich habe ich Gebriefe. Wollte ich ja gar nicht dran. So, dann kann der andere Quark jetzt eigentlich auch wieder direkt hier verkauft werden. So, ja. Moment. Wo war dann das? Ja, hier war mein Honig, natürlich. Hier ist mein Eisenerz und das. Da ist mein zweites Holz. Und Ziegekäse habe ich noch. Der muss wieder runter, der Ziegekäse. So. Ich habe jedes Mal von der ERV der Wein von Mykonos im Kopf, wenn ich das Wort Ziegenkäse höre. Am Fuße des Peloponnes, da lag er weiß wie Ziegenkäse und wusste so viel wie Sokrates. Alter, das sind echt die 3 eigentlich räudigste Reime, die es gibt, aber trotzdem finde ich es unglaublich witzig. Ach Gott, ja, die ERV, die hat immer so Reim dich oder ich fress dich Dinger gebrocht. Herrlich. Habe ich dir schon reingeguckt? Ah, sonst wäre hier noch die Lachs- und Gewürzbeere-Flöte gegangen. Wir gucken nochmal drüber rein, ob wir eventuell noch irgendwo Saft haben. Ne, Saft haben wir tatsächlich nicht. Gott, das sieht alles so geordnet aus mittlerweile. Ich hätte nie gedacht, dass wir den Bauernhof so schön geordnet hinkriegen in so einer perfekten Symmetrie. Das gefällt mir doch schon sehr gut so. Okay. Ich könnte gerade mal, da ich jetzt noch ein bisschen Zeit für sowas habe, könnte ich gerade mal gucken, wie es da weitergeht, noch ohne hier, ne? Die Felder lassen wir ja in dem Bereich. Da könnte man auf jeden Fall nochmal einmal so ein Oschi anlegen, das wird dann bis runter gehen. Die Frage ist, ob das hier so passt. Ich denke auch, ne? Also so ein großer Oschi könnte man hier definitiv auch nochmal anlegen. So ein 39er Komplex könnte man nochmal machen und 2 24er. Das müsste bis dort hier eigentlich dicke Passer. Rein von der Absteckung. Das heißt, wir könnten uns für den nächsten Frühling, wenn dann alles gut geht und ich dort mein Multiplayer / mein Gastarbeiter habe, könnte das alles so funktionieren, dass wir nur die Felder nochmal erweitern. Aber ich denke, dass wir jetzt erstmal hier 2 Reihen haben.
24er, 24er. Dann dasselbe hier, doppelt 24er, doppelt 24er. Und hier nochmal. Möglicherweise könnte man irgendwann uns auch mal eine ganze Käse-Schenke und hier nochmal einen Durchbruch schaffen. Aber dann müsste die Laterne weg, wofür ich eigentlich nicht bin. Ich bin nur ungern dafür, dass die Laterne auf die Felder drauf kommen. Die sollten schon außerhalb von den Feldern stehen. Ansonsten könnte man von der Unne so einen Durchbruchkomplex machen und könnten dann dort noch eine Laterne hier arrangieren. Das wird sich noch zeigen, aber mir gefällt es auf jeden Fall unglaublich gut, was ich hier bisher so geschaffen habe. Und durch Richtung Wasser erweitern wir auf jeden Fall in Jahr 3, wenn ich meine Gastarbeiter habe und das nötige, die nötige Ausrüstung für all das auch habe. Okay, dann gehen wir jetzt erst nochmal eine Runde Ratze. Und schauen wir mal, was die Einnahmen so sagen. Die Einnahmen sagen 1500 und 122. Ne, 15.122, nicht 1500. Je, oh je. Gut. Sieht bloß so aus, als wären die auch wieder gut. Schauen wir doch mal. Okay. Ja, manche schmeißen dafür gleich 2 ab von der Saat. Schick. Wir haben jetzt noch so eine Blumensaat übrig. Der kommt gleich mal wieder hier rein. Weil einmal mussten wir uns ja auch einer holen. Morgen an ihrem Geburtstag gibt es Rege. Die geht halt wieder sich ein bisschen die Bär vertrete. Lost the Clay einfach mal licke. Warum auch nicht? Kinderware haben wir ja leider nicht. Könnten uns auch mal überlegen, das Ding nicht eventuell da hinzustellen und das Fenster da und dann da noch eins. Ja. Die dann sich gar nicht mal so schlecht aus hier. Das Fenster hier arrangieren und eins dann da in die Ecke. Ja, wir legen uns noch so ein Fenster zu. So machen wir das. Kann ich bei der Gelegenheit nämlich auch nochmal bei Robin reingucken. 5er Jackpot. Sehr schön. Ja, ich denke, wir gucken nochmal bei Robin vorbei, holen uns nochmal ein drittes Fenster. So, 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 so. Der Köder runter. Alles klar. Die müssen wir nicht ernten, oder die können wir noch nicht ernten, so rum. Okay, Rezept für Eis von Jody. Ja, cool. Selbstgemachtes Eis ist natürlich ultra episch. Ich erinnere mich total, mein Opa väterlicherseits hat früher Eis selber gemacht. Das war extrem lecker. Da habe ich mich früher immer gefreut wie noch was, wenn der Opa selber gemachtes Eis gemacht hat. Oh, das war echt klasse. Der hat zwar nicht so viele Sorte gehabt, aber die waren dafür extrem lecker, die er dann selber gemacht hat. Ach ja, Kindheitserinnerungen, ne? Aber ich habe irgendwie das Gefühl, in der Erinnerung schmeckt alles sowieso besser, ne? Ich meine, ja, es war lecker, aber den ich eins von derselben Qualität heutzutage vorgesetzt kriege, wäre es wahrscheinlich anders oder würde es mir anders schmecken. Oder ich hätte halt wirklich exakt diesen Nostalgiefaktor, oh mein Gott, das schmeckt genauso wie in meiner Erinnerung, wie das, was der Opa früher gemacht hat. Ne? So könnte es natürlich auch sein. Das ist genauso wie das von meiner Oma mütterlicherseits. Die hat früher immer, als meine Schwester und ich noch Kinder waren, sogenannte Guderle gemacht. Das waren Quitte-Gutzler. Die, also Bonbons. Gutzle ist das Pelzerwort für Bonbon. Und das waren so Quitte-Gutzler. Die waren so wie Gelatine-Sticks im Prinzip und wurden nochmal in Zucker gewälzt. Und ich habe den Geschmack, wenn ich mich total erinnere, habe ich den Geschmack auch noch unmittelbar auf meiner Zunge. Also ich schmecke das richtig, wenn ich mich da nur daran erinnere, an die Süßigkeit, die meine Oma doch früher gemacht hat. Und ich habe bisher auch noch nie sowas gegessen von anderen Leuten, weil ich immer so die Angst habe, dass mich jedes andere Produkt, was ich da probiere, einfach nur maßlos enttäuschen wird, weil es nie so schmecken wird, wie das, was die Oma früher gemacht hat.
Aber es ist halt einfach so, ich denke, das kennt ihr alle, die ihr mir hier zuguckt. Die Sache, die die Oma früher gemacht hat, als man noch ein Kind war, das waren immer die beste Sache, oder? Stimmen ihr mir da überein? Wenn ja, teilt doch mal in den Kommentaren so, was ihr früher bei eurer Oma immer so zu essen gekriegt habt. Egal, ob das jetzt Gutzle waren oder ob das jetzt wirklich eine richtige Mahlzeit war. Was hat euch dann bei eurer Oma damals immer so am besten geschmeckt? Gebt einfach mal Bescheid. Das Thema interessiert mich brennend. Weil ich bin persönlich ja auch wieder so jemand, der gern Zeug kocht. Und ich hole mir auch immer ganz gern Inspiration von alten Rezepten, noch Großmutters Art sozusagen. Und ich finde es interessant, was in anderen Haushalten so gekocht wird. Gebt mir doch mal bitte Bescheid, wenn ihr wollt. Ich tät mich doch sehr drüber freuen. Das war wieder einer verpasst hier. So. Und so. Und dann der noch, der Amaranth. Ja, ich spare mir aber schon ziemlich viel Wasser, muss ich gestehen, ne? Dadurch, dass ich jetzt hier überall die große Sprinkler drin habe, die Iridium-Sprinkler, und wenn nicht die, dann die Qualitätssprinkler, ist das schon ordentliche Energieersparnis, die wir hier haben. Okay. Heute ist wieder Freitag. Das heißt, zu Robin, zu Krobus, zu Reisewagen. Heute haben wir definitiv viel vor uns. Moment, Milch oder so haben wir nämlich. Lass mich durch. Radegunde. Schwing deinen Arsch hier weg, Radegunde. Ich will durch. So. Das heißt, der Kram kommt erstmal wieder runter. So, genau. Und zwar dort hier. Da ist dann noch ein Stellplatz frei für Ziegekäse wieder. Gut, aber Ziegekäse haben wir das mal keiner kriegt. Beziehungsweise Ziegemilch haben wir keine kriegt. Und wir gehen jetzt, wie gesagt, erstmal hier die ganze Fläche ab. Jupp, das Stoff nehmen wir auch noch mit. So, Siggi, es wird wieder Zeit. Wir müssen. Okay. Ich finde es auch ganz gut, dass direkt vor der Gastarbeiter eigentlich noch so ein Brunnen steht. Dann können die sich dann später auch nochmal dort bedienen, wenn sie direkt aus dem Haus rauskommen, falls sie im Ofen sitzen und nicht mehr kommen sollten. Und ihr Fenster, sag ich, vor lauter. Und ihr zeigt doch nicht mehr. Ich mache eher einen netten Ausritt als Spaziergang. Ja, wenn die dann nicht mehr dazu kommen sollten, ihr Lampe. Oh Mann, kriege ich den Satz doch hier. Wenn sie dann mal nicht mehr dazu kommen sollten, ihr Gießkanne zu füllen, dann können sie das immer noch am nächsten Tag machen. Wisst was? Wir kaufen jetzt einfach mal verdammt viele von den Lampe. 2 auf jeden Fall für die Gastarbeiter, damit die auch noch Lampe haben. 3 für uns, machen wir mal 4 für uns. Sehr schön. Kleiner Kristall, Kalender. Apropos, wie viel kostet dann so ein Kalender? Wir nehmen uns... hoppla. Dann... Oh, scheiße. Jetzt habe ich normale Fernseher gekauft. Egal. So. Wobei. Wisst was? Nee, hups. Na egal. Egal. Wir müssen ja auch noch zu Krobus und zum Reisewagen. Eventuell gibt es ja auch noch irgendwas. Und zur Not schmeißen wir die Lachsbeere fort. Aber bei der gemischte Saat ist zum Beispiel auch so ein Quatsch, der fort kann. So. Weil ich will hier jetzt auch, wenn wir es mal wieder über die Gastarbeiter hin, möchte ich auf jeden Fall, dass es einem Neuländer und einem Slanian gut geht. Ja. Joja, Cola zum Frühstück. Joja ist verbannt hier aus dem Dorf. Die gibt's nicht mehr. Und wir gehen erstmal wieder durch hier. Eventuell ist ja wieder so ein Iridium-Sprinkler vorrätig. Wer weiß. Ich hoffe doch, dass es die Freitagsware ist. Er schweigt aber jetzt auf jeden Fall wieder. Ja, das ist immer die Freitagsware. Perfekt. Tja, so viel Iridiumbarre brauchen wir dann gar nicht mehr dafür. Eissätze. Dann machen wir jetzt noch mal kurz auf dem Feld Halt. Und gehen dann noch zum Reisewagen.
Wobei, ich kann ja auch noch mal gucken, ob es irgendwas Tolles gibt bei dem. Oder ob der Reiseware nichts hat. Aber Iridium-Sprinkler jeden Freitag einkaufen ist eigentlich richtig geil. Das passiert schneller, als wenn ich sonst auf Iridium-Barre spare. Kugelfisch, Schleim, rote Platte, Batterie. Kann man natürlich auch schwer widerstehen. Stör. Jetzt hätte ich mal in die Hole können. Sammlervogelscheuche, die habe ich aber schon. Hauspflanze. Wisst was? Wir schmeißen die Lachsbeere fort. Huch. Ich habe es einfach noch auf der Boden. Wir schmeißen die Lachsbeere fort. Holen uns dafür Batterie. Und dann geht's weiter. Die Lachsbeere ist jetzt so eine Qualität hier auch nicht gerade so toll. Ich meine, ja, es war Goldqualität, aber das bringt einfach nur wenig Geld. Die normale bringen 5 Gold. Also, das ist Witz. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier zu der Gastarbeiter. Damit jeder von den Buwe, nämlich hier eine Lampe gestellt kriegt. Die können sie sich dann arrangieren, wie sie wollen. Also Neuländerslanien, falls ihr das seht. Ihr könnt die Lampe sehr gern nochmal woanders hinstellen. Aber einfach nur, dass die Buwe... Ach, hier noch eine Lampe hin. Ich weiß, die haben zwar... Oh, die haben nicht mal einen Kamin. Ja, umso wichtiger ist das mit der Lampe. Moment. Die stellen wir jetzt mal dort hin. Können sie immer noch umstellen dann, die zwei, wenn sie wollen. Aber dass jeder erstmal so ein bisschen Komfort hat, wie eine Lampe und so. Also wenn sie jetzt schon Kamine haben, dann sollen sie zumindest nochmal eine Lampe haben. So. Wir gehen dann aber auch nochmal weiter. Denn wir wollen noch unser Haus ein bisschen verschönern. Und wollen noch ein bisschen Kruscht verkaufen. Also in die Truhe reinlegen. Da war doch mal was. Zum allerersten, was ich direkt am Anfang besprochen habe von der Episode. Dass wir hier nochmal ein Fenster reinbauen. So. Jetzt sieht es nämlich auch ganz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das kriegt man nie so ganz korrekt hier. Ob das so oder so ist, ist irrelevant. Wir könnten denn natürlich Dohi klatschen. Dann könnte man dann dort hier und kämen so auch noch an das Fenster drauf. Obwohl wir dort nicht hin müssen. Aber so sieht es doch aus, als hätten wir das richtig gut genutzt, den Raum. So, dann brauchen wir auf jeden Fall viele, viele Lampen. Ich wäre auf jeden Fall sehr stark dafür, dass hier in die Ecke in die Reihe kommt. Dass wir hier in die Küche auch noch in die Reihe stellen. Aber dort hier vielleicht nicht. Aber vielleicht dort hier. Wenn man nämlich die beide Ecke beleuchtet, dann bin ich sehr stark dafür, dass wir ins Kinderzimmer auf jeden Fall in die Reihe stellen. Und zwar hier. Das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, finde ich. Und viel wichtiger finde ich eigentlich, dass auch der Bereich hier beleuchtet ist. Ne? Wir haben ja hier Lampe und theoretisch könnte man es auch dort hier stellen. Schauen wir einfach mal nachts, wie es am besten passt, weil da ist unser Schlafzimmer auf jeden Fall schon mal richtig gut ausgestattet. Und ansonsten können wir die Lampe genauso gut auch dort hier klatschen. Ne? Da haben wir nämlich wisst was? Den können wir dann hier stellen. Dann können wir ja theoretisch noch einer. Das ist dann der Kinderstuhl, dunkle Thron für Abigail und das Kristallding ist für mich. So, dann sind wir jetzt doch auf jeden Fall schon mal gut beleuchtet. Dann müssen wir noch weitergehen. So. Und zwar mit dem Iridium-Sprinkler machen wir das Feld hier autark, endlich. Dann sind die 4 Felder total unabhängig von mir. So. Die muss ich dann nicht mehr bewirtschaften. Ich muss es nur noch ernten, wenn es fällig ist. Genau, die 2 sind auch schon unabhängig von mir. Und saugut, jetzt habe ich eigentlich ja noch die paar Dinger aber und hier die 3 Bahner. Genauso wollte ich das eigentlich haben. Das ist doch optimal. Das ist richtig, richtig gut. Da können wir auch wieder zumachen. Und dann kommt noch hier in die Kiste zum Verkaufen das ganze Zeug hier. Ach du liebe Zeit, haben wir doch viel. So. Ja, billig Fernseher. Na klasse. Der Kalender, genau. Kalender wollte ich nämlich auch noch gucken.
Kann sich nämlich der erste von meinen Knechte gleich mal so einen Kalenderei gönnen. So, Siggi, du kommst da rein. Eventuell müssen wir doch noch mehr Stellen machen, wenn die Knechte da hocken können auf Pferde, wenn die da auf den reiten können. Okay, der erste Kalender geht dann tatsächlich hier an denjenigen, der hier... Huch! Ah, da ist das ganze Werkzeug drin. So, so. Warte mal. Den Kalender, den können wir... Ja, da können sie... Nee, da können sie nicht drauf zugreifen. Dann machen wir das Fenster halt dort hier. Und der Kalender dort hier. Dann können sie da nämlich auch drauf zugreifen. Dort ändert zumindest schon mal ein Kalender. Ein Billigfernseher haben sie ja da auch schon stehe. Die Grundeinrichtung haben sie also schon. Ein Kalender kaufe ich nicht dann auch noch. Dem anderen. Aber die Stehhütte finde ich einfach viel geiler. Die ist richtig schön. Die hat mir dann ansonsten noch von der anderen am besten gefallen. So, das heißt, die Batterie muss weg. Der Sprinkler muss rein. Und was habe ich denn noch? Ein Billigfernseher. Der kann vielleicht noch ins Kinderzimmer rein. Damit die Kinder auch schon ihren Fernseher haben. Damit sie sich beschäftigen können, wenn der Ackermann mal wieder draußen auf dem Feld ist. So. Wenn ja jetzt 3 Fernseher eigentlich. Na gut. Gut, der Billigfernseher für die Kinder. Dann können wir mal... Ja, dort in die Ecke ist vielleicht etwas blöd. Aber hier können wir doch vielleicht erstmal reinmachen. Dann können die Kinder hier vom Bett aus gucken. Oder wir machen den Fernseher dort hier. Ja, nett. Kann er für eine Person platziert werden? So rum. Ja, okay, so steht er direkt neben dran. Und blockiert nicht die Bette. Das sieht doch gut aus. Ja, der Hund schläft anscheinend schon beim Adam, um den zu beschützen. Das finde ich ja irgendwie echt goldig. Ja, jetzt sieht unser Haus auf jeden Fall schon mal wesentlich beleuchteter aus. Das gefällt mir so schon erheblich besser. Genau, der Qualitätssprinkler kommt durch, falls man das irgendwann für neue Felder wieder gebrauchen können. Ansonsten sind wir dann eigentlich wieder durch für heute, ne? Jetzt sind wir 1, 2... Ah, sie hat sich auch die Füße vertreten. 3 und 4 Fernseherhämmer. Ach du liebe Zeit, aber der ist nur für Gaming. So, ihren Dach ist gut gelaufen. Das freut mich natürlich. Ja, dann latschen wir weiter hier. Na, okay. Sie hat auch morgen Geburtstag und das machen wir dann übermorgen, ihr liebe Leute, wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Aber zuerst geht's mal ins Bett, weil das ist auch mein letzter Tag. Und ich glaube, ich gönne mir jetzt noch einen Kaffee und genieße den Rest von dem wunderschönen Freitag heute. Heute ist der 19.10., nur so zur Information. Okay. Alle hopp, dann machen's gut, ihr liebe Leute. Zum Regenwetter wieder bei Abigails Geburtstag. Ayan Yankee.